Oh, ich hoffe, da kommt niemand. Gau nicht. Nein, nein. Ja, was wollen wir denn? Was wollen wir denn jetzt? Ich habe keinen Plan, wie da hier irgendetwas funktionieren soll. Oh! Hallo, das ist Vatalio. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Resident Evil 7 Biohazard auf Schweizerdeutsch. Wir sind bei Part 13. Okay, wo sind wir verblieben? Wir haben Dietrich bekommen. Ich habe gesagt, ich wollte dort noch schnell so eine Kiste auftun. Die ist im gleichen Raum, wo... in dem Raum in der Nähe dort, wo das Rentier und so ist, das Zeugs, das. Also ist das Rentier, ich weiß auch nicht genau. Dort, wo wir in der letzten Folge schnell waren. Und dann schauen wir doch mit dieser Keycard. Die müssen wir nämlich dann wahrscheinlich dort... hallo! Dort hinten einsetzen. Aber jetzt gehen wir zuerst schauen, ob wir mit dem Dietrich, den wir dabei haben, sehr schön, dort die Kiste noch auftun können. Was ja eigentlich funktionieren sollte. Die Kröte ist wieder mal zurück. Jetzt hat sie mir, glaube ich, 2 Folgen ein bisschen Ruhe gelassen. Okay, jetzt gehen wir zuerst schnell schauen dort. Hoffentlich kommt uns hier nicht etwas an. Nope, alles okay. I guess. Immer noch alles okay. Sehr schön. Und zwar... die Kiste da. Und was ist es? Flintenmuni, 6. Juhu, können wir gut brauchen. Können wir wirklich sehr gut brauchen. Jetzt gehen wir doch am gescheitsten wieder hier zurück. Es sieht schon echt gruselig aus und es ist alles so extrem feister. So. Wunderbar. Wundersuper bar. Jetzt bin ich schon wieder bei diesem Wort. Super wunderbar. Okay. Gut. Letztes Mal ist ja hier noch so ein Krabbel-Glitschviech uns über den Weg gelaufen. Aber das hat noch nie so heftig blitzt. Welcome to Paradise. Danke. Okay. Nein, die rote. Tada! Und die blaue? Aber wir haben immer noch den Schlangenschlüssel. Und da kann man dort noch nicht rein. Aber so viel mir war, ist eben noch irgendwo eine Schlange. Was war das für ein Geräusch? Eine Schlangentür oben, dort in der Nähe von Grosses Raum. Nämlich irgendwo... Hä? Okay, vielleicht müssen wir zuerst rauf, dass das dann auch anzeigt. Wir müssen schauen, haben wir schön nachgeladen? Jawohl. Und zwar... Da hat es übrigens auch eine Uhr gehabt. Damit wir uns das andere Monster ersparen können. Das ist... noch nicht so abgefuckt gsi. Schlangenschlüssel. Hui. Sind die noch schöne Räume da, die mit den Schlangenschlüsseln? Und shut the door, please. Dankeschön. April. Bin mit Mami zum Krankenhaus in die Stadt gegangen. Die haben mit einer komischen Maschine ein Foto von meinem Kopf gemacht. Dann hat mir Mami ein Puzzle im Spielzeugladen gekauft mit 259 Daily. April. Doofer Oliver ärgert mich immer. Du bist krank im Kopf. Okay? April. Ich habe Oliver angelogen, habe ihm gesagt, er soll zu meiner Geburtstagsfeier kommen. Dann habe ich ihn von außen auf dem Dachboden eingesperrt mit meiner Fernbedienung. Okay, er hat geheult, lass mich raus, Lucas. Ah, Lucas ist der Sohn und das schwarze Schaf der Bakers. April.
Ich habe die Fernbedienung verändert, damit die blöde Zoe nicht mehr zum Dachboden kann. Hab sie mit einer meiner Trophäen vom Erfinderwettbewerb vereint. Jetzt wird sie nie finden. Mit einer Trophäe vom Erfinderwettbewerb. Okay, vielleicht müssen wir uns das merken, aber die Frage ist halt, wo werden die Trophäen mit dem Erfinderwettbewerb? Entschuldigung. Ja, den würde ich eigentlich gerne mitnehmen. Das könnte doch, ja, Trophäen. Hä? Ah, okay, da hat es ganz viele Trophäen. Pistolenmuni nehmen wir sehr gerne. Okay. Hat es da irgendetwas versteckt, das ich nicht sehe? Irgendwie nicht, hä? Dachboden ist nämlich dort oben, okay. Was haben wir da noch Schönes? Pillen. Ein paar Pillen schmeißen. Was können die noch immer? Ah, das Schatzfoto hier, das haben wir irgendwie auch noch nicht. So ein Kopf auf einem Gestell, aber da hat es irgendwie hier nichts. Okay, was können die Pillen nochmal? Wenn ich sie da finde. Wo sind sie? Hä? No, 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 da. Nahrungsergänzungsmittelpillen, die sich auf das Nervensystem auswirken, müssen zur Verwendung zu Arznei verarbeitet werden. Okay. Runde Klavier. Es ist kaputt. Das weißt du ja gar nicht. Du hast noch gar nicht drauf rumgespielt. Egal. Kann ich mal irgendwie den Stuhl da ein bisschen... Weiß doch nicht. Irgendwo, wo ich nicht die ganze Zeit drüber stoggle, dass ich mir das Gefühl habe, irgendetwas verfolgt mich oder so. April. Oliver hat zu schreien aufgehört, aber manchmal höre ich von oben ein Klopfen. Mai. Es stinkt total. Und so ein seltsamer Saft tropft von der Decke. Wie auch immer. Weil ich Zeit hatte, habe ich die Fernbedienungstrophäe noch einmal verändert. Jetzt leuchtet sie sogar nachts. Okay. Das heisst... Kraut. Wir müssen wahrscheinlich das Licht abstellen in diesem Raum. Und dann wird man auch sehen, ob sie leuchtet. Aha. Da wäre die Lampe, hä? Die einzige, die leuchtet. Okay, jetzt nehmen wir doch die Trophäen einfach mal in die Hand. Mhm. Mhm. Wunderschön. Ah, jetzt leuchtet sie sogar. Ah. I see. Yay! Und in dem Fall gehen wir jetzt hier rauf. Dort ist eine Wackelkopffigur. Da machen wir schnell kurz einen Prozess. Ich habe keinen Plan, was das macht, was mir das bringt. Aber, we just do it. Oh oh. Hallo. Oh, ein bisschen verschwommen. Ah, okay. Happy Birthday. Okay, wieder mal das Tape. Okay, okay. Das heisst, es geht jetzt aber wieder zu irgendjemandem anderem. Ganz viel Kraut. Nein, das ist der Weihnachtsbaum. Das ist doch schön, oder? Was haben wir da? Renovierungsvertrag. Kunde Jack Baker. Auftragnehmer Trevor und Chamberlain Construction. Kein Plan. Renovierungszeitraum 10. November 1992 bis 30. November 1992, also 20 Tage. Umfang Installation von schattenaktivierter Tür. Okay. Ja. Spielzeugaxt. Mitnehmen. Oh, also kann... Ich will Spielzeugaxt im Fall nicht unbedingt. Aber es scheint jetzt, als ich die habe, scheint so, dass ich die muss mitnehmen. Okay, tun wir da das Ding mal richten.
Ist noch schwierig. Ja. Ja, ja. So. Wunderschön. Und dort ist etwas aufgegangen. Das Problem ist, wir haben keinen Platz mehr im Inventar. Zugangskarte blau haben wir schon. Okay, was ist das für ein Geräusch? Okay, das Ding ist, hier hat es Flintenattrappen und zuunterst im Eingangsbereich, jetzt dort steht jemand dort hinten, hat es ja immer noch die eine Flinte. Oh, ich hoffe, da kommt niemand. Gau nicht. Nein, nein. Hallo? Okay, gut, okay. Die haben immer noch die... Oh Mann. Nämlich dort innen hat es immer noch eine Flinte. Und da könnte man dann die Flintenattrappe her tun. Aber momentan trage ich zu viele Objekte, aber das ändern wir jetzt gleich. Schnell schauen, jetzt habe ich gar nicht so viel Platz gemacht, aber es reicht für das hier. Für das hier. Und für die wunderschöne Pistole, die nicht echt ist. Was echt? Ah, ich brauche einen doppelten Platz. Okay. Passiert nichts, oder? Trotzdem ich Keycard habe, wo ich Keycard hatte, hat irgendetwas gespeichert, aber... Nope. Disgusting. Also, geht's nochmal zurück zum Raum. Telefon, wo ist es? Wo ist es? Da. Ja? Da ist Vatalio. Hey Kumpel, denk dran. Die beiden Zugangskarten sind das Ticket zur Party. Komm nicht zu spät. Lass mich mit Mia sprechen. Nein, nein, nein. Du musst dich erst blicken lassen. Du hast doch nicht vergessen, wo die Party ist, oder? Nee, ich weiss wo. Du kannst vom Hof aus reinkommen. Also komm schon, Mann. Alle warten nur auf dich. Ich komme gleich. Aber ich komme nicht ohne die andere Flinte. Was passiert hier mit der Kamera? Jetzt habe ich gemeint, jetzt passiert irgendetwas. Aber irgendwie ist nichts passiert. That's weird. So. Rein mit dir. Ist zwar irgendwie ein bisschen spooky gefährlich. Was haben wir so schnell? Eben das Tape, genau. Jetzt heisst es nochmal auf den Dachboden gehen. Trullala und trullala. Und nachher Flinte austauschen. Tape. Und Zugangskarte und auf zur Party! Yay! Ich freue mich. Es schmeißt endlich mal jemand eine Party für mich. Das ist doch wunderbar. So, jetzt sollte es also wenn ich sie jetzt nicht kann, dann komme ich nicht raus. Dann lassen wir sie halt so. Dankeschön. Ich weiß aber auch nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die defekte Flinte, die haben wir ja irgendwie repariert. Ich habe das Gefühl, dass die ein bisschen besser ist. Wo wir sie ja wie zuerst noch reparieren müssen. Aber who knows? Vielleicht ist ja das da die MAG 44, I don't know. Ah, come on! Wenn ich ein bisschen überlegen würde das alles viel langsamer... langsamer, genau. Noch langsamer, nein. Dann würde das alles viel schneller gehen. Aber da ich nicht so überlegen, geht die ganze Sache
eine Runde länger. Das ist so wie dann in der einen Folge, wo ich irgendwie... Doch in einer Folge bin ich... Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Bin ich immer so hin und her gesäckelt. Und ich dann immer wieder etwas vergessen habe und dies, das. Und dann ist es nicht gegangen, bla bla bla, blablabla. Gut, jetzt können wir nämlich hier die Flintattrappe rein tun. Tada! So, und wie heisst die Waffe? M37. Und wie gross ist das Magazin von dieser? 4. Das Gefühl, die andere ist viel stärker. Dann gehen wir sie jetzt echt auswechseln. Aber wir haben sie auch. Oder wir nehmen echt beide? Nein, das ist blöd. Das Flammengedöns ist halt schon auch cool, würde ich sagen. So, jetzt haben wir in dieser Folge gar nicht viel gemacht, aber die Folge hat ja immer noch ein paar Minuten. Paar Minuten. Es ist mehr als ein paar Minuten, es sind ein paar Minuten. Ah ja, Granatenwerfer haben wir auch mal noch gehabt. Ich habe völlig vergessen. Ich will lieber die. Du kommst zurück. Und der Brenner. So. Das ist doch die Ausrüstung, die wir gerne haben. Kommt hier noch, was ist das? Nervengiftgranaten. Ja, soll ich das herstellen? Ich weiß es doch nicht. Ich gehe vor, sonst müssen wir dann nämlich schon wieder zurücksäckeln. Bevor wir das Tape anschauen, stecke ich das hier da rein, stecke das hier da rein, stecke... das weiss ich eben nicht, wo das ist, aber es ist irgendwo mit einem Kopf. Ich weiss noch, wie es aussieht und das lenkt ja von dem her. Schlangenschlüssel. Ich glaube nicht, dass wir den noch brauchen. Der Arm, den nehmen wir mit, haben wir gesagt. Zugangskarte, genau. Dann können wir dann nämlich direkt zur Party gehen. Hui! Aber jetzt gehen wir zuerst noch schnell in den Partyraum. Nein, nicht in den Partyraum, in den Spielraum, oder wie auch immer der Raum heisst. Der mit dem Billardtisch. Und gehen das Tape reinschmeißen. Und schauen, was wir dort zu spielen bekommen oder zu sehen bekommen. Okay. Sehr schön, okay. Ich bin gespannt. What is it? Happy birthday. Experiment can trespassing idiots solve puzzles? Was sehen wir jetzt gut? Vielleicht ist das wie eine Vorbereitung auf die Party. Das ist ein verdammter Glückspilz. Weißt du, ich beneide dich. Was? Du glaubst mir nicht? No? Diese Freude kann man nicht vortäuschen. Es hat Wochen gedauert. Oh Gott. Und jetzt ist es endlich soweit. Alles nur für dich. Danke. Oh, komm schon, Mann. Sei doch nicht so. Das wird ein Spaß. No? Du wirst schon sehen. Okay. Okay. Gruselig. Danke. Jetzt haben wir aber schon ein bisschen mehr Licht. Also wir haben jetzt eine Kerze. Ballon. Sehr schön. Und ein WC. Okay. Und ein anderer Raum. Es ist wieder neu. Das passt mir nicht. Habe ich eine Karte? Oh, ich habe eine Karte! Versuchsgelände. Erdgeschoss. Okay. Oh, dort hat es noch Kisten, aber da komme ich irgendwie auch nicht rein.
Okay. Okay. Da tropft irgendetwas, ein bisschen Schiss, dass das Gas ist und das verkohlt mich näher. Da haben wir ganz viele TVs. Der ist verschlossen, okay. Well, probieren wir da mal etwas. Funktioniert nicht. Also, gehen wir da durch. Bitte verbrenn mich nicht. Es hat mich nicht verbrannt, es hat nur ausgelöscht. Das Licht. Ich nenne das Spiel. Ich will wirklich gerne lebendig aus dem Raum kommen und keinen grässlichen, schmerzvollen Tod sterben. Ich weiß, der Titel ist nur provisorisch. Nimm eine Kerze, zünde sie an und stecke sie in die Torte. Und denk dran zu lächeln. Diese Party ist für dich. Okay. Leck mich! Das Kombinationsschloss. Keine Ahnung. Aufziehschlüssel. Was? Oh. Ich habe das Gefühl, dass das Öl ist. I don't know why. Aber... Okay, die Bücke geht nicht. Wo kann ich da jetzt die Kerze wieder anzünden, bitte? Okay, da ist etwas angegangen. Hier. Ein schönes Festfoto oder so. Ein Festfoto. Ah, hier kann ich es anzünden, hä? I guess. Das würde nichts nützen. Das würde auch nichts nützen. Okay, wo kann ich sie denn jetzt wieder anzünden? Ah, oh oh, ist das gut? Also wenn der Gas rauskommt, ist der Herd anlassen hier keine gute Idee. Passt nicht. Okay, Aufziehschlüssel. Okay. Danke. Okay, braucht auch wie 2 Gegenstände. Oh oh. Echt widerlich. Do not scare me, please. Eklig. Das ist eklig, ja. Okay. Verschmutztes Fernrohr, okay. Benutzen? Ich sehe nichts. Was machen wir jetzt mit dem Fernrohr? Es ist mega... Ah ja, es ist eben, wie gesagt, es ist verschmutzt. Gebe ich das dir in die Hand? Gebe ich das in die andere Hand? Nein. Ich werde den noch nicht anlassen. Ich habe echt Schiss, dass dann irgendwie alles abfackelt. Ich habe das Gefühl, dass das hier Gas ist. Und wenn das wirklich Gas ist, dann ist der Raum voll Gas. Und wenn wir jetzt den wieder anlassen. Aber durch das verschmutzte Fernrohr sehen wir ja nichts. Könnt ihr das bitte schnell heute sauber machen? Is there a way to clean it? Schnell ein bisschen am Körper reiben. So, jetzt ist es sicher viel sauberer. Da steht noch eine brennende Kerze in die Torte stecken. Okay, ja, das wissen wir. Was machen wir jetzt mit dem Fernrohr? Ich finde es so ein recht cooler Teil vom Spiel, dass es so wie ein Puzzle ist.
Kann ich das hier putzen? Auch nicht. Nope. Ah, logisch. Tada! Und jetzt haben wir ein Fernrohr. Was aber irgendwie nicht viel bringt, hä? Nö, vielleicht können wir jetzt das saubere Fernrohr unserem Roboterkollegen hier in die Hand geben. Schauen wir mal schnell hier raus. Es tut ja die Sachen gar nicht unbedingt vergrößern, es tut es irgendwie verkleinern oder so. Okay. Ja, was wollen wir denn? Was wollen wir denn jetzt? Ich habe keinen Plan, wie da hier irgendetwas funktionieren soll. Okay, ich habe das Gefühl, es fuckt jetzt gerade alles ab. Das sehen wir jetzt gerade. Tut's nicht. Okay. Nein, die Kerze passt nicht. Ich komme nicht draus. Ich komme nicht raus. Einfach Ballon kaputt machen. Könnt ihr das bitte wieder abstellen? Scheint nicht Gas zu sein. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange das Video hier noch wird gehen, aber das machen wir jetzt einmal hier noch. Das kannst du doch sicher abfackeln, ja. Oh. Habe ich vergessen, dass ich mich ja auf... Hä, wie habe ich mich jetzt so schnell gedreht? Okay, ganz viel Ballon. Muss ich die alle platzen? Boing, boing, boing. Also wenn einem von diesen Gas drin ist. Juhu, das ist irgendwie noch lustig. Mal etwas ganz anderes, so in einem Horrorspiel so ein bisschen Ballon kaputt machen. Yeah! Okay, das Ding ist, wir haben jetzt dort am Anfang schon das Teildingsbums dort rausgezogen aus dem Fass. Und falls dort wirklich Öl drin ist, dann sind wir, glaube ich, in diesem Raum nicht so safe. Ballon. Yay. Wer sind wir hier überhaupt eigentlich? Das frage ich mich. Ah. Ja, schau eins. Happy. Wir können alle Ballons kaputt machen. So. Die Party ist geplatzt. Ja, das ist mir schon klar. Dass das... Jetzt eigentlich mehr schauen, ob ich irgendetwas umdrehen kann an diesem Zeugs. Kombinieren. Nicht auf... Ah, okay. Den mal da dran stecken.
Au! Okay, we got a feather. Okay. Und den geben wir natürlich unserem lustigen Kollegen. Hat wahrscheinlich sollen weggehen. So, du bekommst nämlich jetzt eine Feder. Und du schreibst uns jetzt... Hä? Hä? Das kann nicht so schwierig sein, der Raum ist nicht riesig, hallo? Okay, laufen wir halt mal eine Runde mit dem Fernrohr ein bisschen rum. Ah. Ah. Okay. Irgendwie ein Hangman. Nachher Skulptur mit einem Vogel drauf und Fötus. Hangman, Skulptur mit Vogel, Fötus. Hangman, Skulptur mit Vogel, Fötus. Hangman, Skulptur mit Vogel. Und Fötus. Nice. Strohpuppe. Hä? Die passt hier sicher nicht. Jetzt können wir die Strohpuppe... Nein, das haben wir schon verbraucht. Können wir die Strohpuppe anzünden? Ja. Puppenfinger. Okay, okay, okay. Jetzt geht's voran. Tada! Jetzt können wir dir nämlich das hier geben und let's go! Der Dude ist so creepy. Was machst du da? Oh Mann, nein! Nein! Oh. Loser. Okay, okay. Arman sehen, wie er ihn aufhebt. So. Okay. Okay. Loser wird auch hier eine Kombination sein. Aha. Aber die RFG habe ich ja gerade noch PQRS. So, jetzt schnell mal überlegen. Das gute alte Alphabet wieder mal durchgehen. Da gegen runter. So. Jetzt sind wir hier. Und was hat es hier? Da. Gut. Und das wird wahrscheinlich im... Ah, I see. Ja, jetzt haben wir es dann geschafft. Nämlich hier das da abdrehen. Und dann sollte dann nämlich kein Wasser mehr kommen. Yes, jetzt können wir die Kerze anzünden. Und sogar reinstecken. Okay. Okay. Oh Gott! Danke! Oh Gott, nein. Ist es auch? Es ist auch gewesen, oh mein Gott. No. Und die Tür ist zu. Come on.
Krank. Krank, krank, krank. Happy Birthday! Psycho. Krank. Krank, Psycho, krank. Okay, was haben wir gelernt? Falls jetzt das genau gleiche Spiel würde kommen, wir dürfen dort nicht bei diesem Fass das Ding rausnehmen, einmal nicht bevor wir es gestopft haben. Aber komischerweise haben wir es nicht stopfen mit dem Fernrohr. Aber warum? Also falls das Spiel kommt, brauchen wir irgendetwas für das Fass wieder zu stopfen. Hätte man echt das Fernrohr können brauchen, nachdem dass man die Message gesehen hat auf den Bildschirmen? Das könnte sein. Dass das Spiel sozusagen wie vorher nicht erlaubt, wo man braucht es ja noch. Aber nachdem man es gesehen hat, hat man es vielleicht dort reinstopfen, obwohl es lässt sich nicht stopfen. Ja, jedenfalls würde ich sagen, jetzt haben wir recht lang gebraucht hier. Schauen wir das in der nächsten Folge an. Also, ob das Spiel wird sein oder nicht und was dann genau dort wird sein bei dieser Party für uns. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Falls es das Gleiche ist, dann hat es jetzt uns auch gedient, dass wir nicht den Fehler machen. Und falls es nicht das Gleiche ist, ist das Ganze hier für nichts gewesen, sozusagen. Okay. Dann würde ich doch sagen, kann ich mal hoffentlich unversehrt, ohne dass mir irgendetwas ankumpelt, zurück zum unsichtbaren Wohnmobil. Ah, Bootsmobil heisst es. Das glaube ich in der Folge falsch gesagt. Das unsichtbare Bootsmobil. Das ist wieder so ein grusiges Krabbel-Ding, aber ich sehe es schon von hier, das ist Gabi. Ich breche echt den Kopf nicht, das ist nicht so gäbig. Oh! No! Seit wann bist du schon 10? Okay. Und ich habe gerade alle Muni verbraucht, aber es ist gone. Das ist nicht cool. Oh! Well. Schön zu wissen. Ist schon immer da gewesen. Okay. Und nein, einfach rein. Einfach rein. Nicht noch mehr Muni brauchen. Sorry. Keine Zeit für dich. Und dann kommen wir uns in der nächsten Folge. Okay. Ja, dann würde ich mich in diesem Moment bei euch verabschieden und sagen, merci vielmals fürs Zuschauen, habt Sorge und bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!